Ich schwenke migriert mit der Feststellung, dass Armut heute zu Lützeburg schon seit enger Jahren leider keine Randerscheinung mehr mit zu einer struktureller Herausforderung hinaus. Es so, Madame Bernard, merci für das wichtige Interpellation. An engem ist also der Constat, dass die letzten Gambia-Regierungen an dummer der auch die gering et net fertiggebracht tun, für die Armut am Land effektiv zu bekämpfen oder zu reduzieren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Schwarz-Blau einen allerersten nationalen Aktionsplan von der Lüt gegen die Armut auf bebrücht hat, auch wenn es mir lange gedauert hat, sind da eine Reihe wichtig und ganz sinnvolle Mesuren dran, aber Papaya ist bekanntlich geduldig. Wir der DDR waren aber auf jeden Fall noch immer überzeugt, dass die Armut nicht durch allgemeine Maßnahmen, auch schon gar nicht durch eine Nachmisere Wurst verschwindet. Das hat die Vergangenheit bewiesen. Damit muss unserer Meinung nach mit ganz konkreten Mitteln bekämpft gehen. Und da gilt für uns im Prinzip, dass jeder von seiner Arbeit würdig muss leben können. Wir auch wenn wir wissen, dass das leider schon lange nicht mehr für jeden der Fall ist, dann müssen wir das als ewiges Ziel für uns anhören. Die erblackliche Realität ist aber, dass es zu Lützeburg immer mehr Leute gibt, die schaffen, sogar Vollzeit, und aber finanziell nicht über die Runde kommen, was die sogenannte Working Poor angeht, sind wir mit einem Undeel von bis zu 15% von den schaffenden Leuten zeitweise Spitzenreiter an der Eurozone. Wir kennen die Ursachen. Preise für Energie, Lebensmittel, und vor allem für die Wohnen sind explodiert. Die Löhne können nicht mit den immer mehr hohen Lebenskosten mithalten. Für uns bleibt der Hauptfaktor von der Armut der Logement. Wenn jemand Leute schwätzt, die vom Armutsrisiko betroffen sind, als das der Kern vom Problem. Aber wenn wir die Armut am Land effektiv bekämpfen, dann muss man endlich mehr sehr, mehr bezahlbaren Wohnraum zu Lützeburg kriegen. Die Preise am Wohnungsmarkt treiben immer mehr Lützeburger Städte über als Grenzen raus und machen sie zu Grenzgängern am eigenen Land. Für die DDR ist klar, dass der gebremste Bevölkerungswachstum eng von den Lösungen ist. Die DDR hat immer die Wichtigkeit betont, für so viel wie möglich lokale Akteure zu mobilisieren, für Terrain die Armut effektiv bekämpfen zu können. Viele Assoziationen bieten wertvolle Hilfe für Leute in prekären Situationen, auch wenn sie keine formelle Konvention mit dem Ministerium. Dafür meine froh und Regierung, also nicht an so einem sensiblen Domain essentiell, all existenten Initiativen zu fördern und zu unterstützen, anstatt Mesuren auf eine kleine Zahl von konventionierten Partnern zu limitieren. Ziel soll für uns immer im Sinn, für die Assoziationen zu stärken und nicht für Einzelne auszuschließen. Dafür nehme ich einmal den Fall von den Strassenengeln, die aus einer privaten Initiative entstanden sind, für eine eigene Regie ein Anti-Gaspillage-Programm an das Leben zu rufen. Und heute darf es nicht mehr wie 500 Familien regelmäßig mit Lebensmitteln versorgen. Ich war für die Assoziation schon selber Terrain NRW, dafür sind ich einfach überzeugt, dass sie eine enorm gute Arbeit leisten. Ja, ihr könnt lachen, die Herren Piraten. An meiner parlamentarischer Frau Nummer 1997, die den 28. Februar 2025 angerichtet gouf, habe ich den Herrn Familienminister über die Notwendigkeit von einer großen Unterstützung auch für mich kleine Auswählen aufmerksam gemacht, die sich für die Bekämpfung von der Armut engagieren. Dafür muss unserer Meinung nach das sogenannte ASFT-Gesetz, das Konventionen am Staat regelt, unbedingt reformiert gehen. Dat net konventioniert Assoziationen Terrain immer mich schwer hun, für genug finanzielle Mittel zu hun, für die Leute adäquat zu versorgen, leidt auch viel darunter, dass unter der Fair Caritas, die allgemein ke gut liegt, ob so Hilfsorganisationen geworfen wird, nach just wenig bis gar kein Privatdon mehr kreieren. Das ist ein Problem. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Wenn die Arbeit nicht mehr durchgeht, aber wenn die Wohnung nicht mehr bezahlbar ist, dann muss die Politik weiter reagieren. Und hier geht es nicht nur um das Armutsproblem, sondern auch um Sozialgerechtigkeit und um Zusammenleben in unserer Gesellschaft.